Haut Donnerstag von der 1. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, Maria, Zeichen von Hoffnung und Trost, überdrohe mir von Hei Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir Lauretanisch Litanei Cappuccinorum, bei der Aussetzung Jésus le Christ, Lumière intérieure, Refrain von Thésée, der Regina Zöli, Magnificat 574, beim sakramentale Segen, den Tantum Ergo, Kompendium Nummer 64, und als Schlusslied Ave Maria, Gratia Plena, Magnificat 876. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Präludium a Fug an D vom Felix Mendelssohn Bartholdy. Kantor aus heute Mittag den Herr Jean-Marie Bock. Thema von der Predigt, von der Oktav-Predigerin, der Madame René Schmidt, als Haut, fährt nicht. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro Sancta Virgo Virginum,
ecclesiae. Ora pro nobis. Mater misericordiae. Ora pro nobis. Mater divinae gratiae. Ora pro nobis. Mater spei. Ora pro nobis. Mater purissima. Ora pro nobis. Mater castissima. Ora pro nobis. Mater inviolata. Ora pro nobis. Mater intemerata. Ora pro nobis. Mater immaculata. Ora pro nobis. Mater amabilis. Ora pro nobis. Mater admirabilis. Ora pro nobis. Mater boni consilii. Ora pro nobis. Mater creatoris. Ora pro nobis. Mater salvatoris. Ora pro nobis. Virgo prudentissima. Ora pro nobis. Virgo veneranda. Ora pro nobis. Virgo predicanda. Ora pro nobis. Virgo potens. Ora pro nobis. Virgo clemens. Ora pro nobis. Virgo fidelis. Ora pro nobis. Speculum justitiae. Ora pro nobis. Sede sapientiae. Ora pro nobis. Causa nostre laetitiae. Ora pro nobis. Va spirituale. Ora pro nobis. Vas honorabile. Ora pro nobis. Vas insigne devotionis. Ora pro nobis. Rosa mystica. Ora pro nobis. Turista virica. Ora pro nobis. Turis
mattutina. Salus infirmorum. Refugium peccatorum. Solatium migrantium. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Auxilium Christianorum. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina Sanctorum omnium. Regina sine labe originali concepta. Regina in celum assumpta. Regina sacratissimi rosarii. Regina familiae. Regina pacis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut in efficiamum promissionibus est
Pater misericordiae, et totius consolationis Deus, qui unigeniti tui Matre Mariam, nostram quoque Matrem esse voluisti, concede propitius, ut cuius protectione munimur, eus et consolatione letemur, per eundem Christum, Dominum nostrum. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leif alle Gue, a besonders dir, die da daheim an einem Altersheim an der Klinik sit. Ich soll das Wort ganz besonders göllen. Erlaubt mir und den Anfang von dieser Predigt ein kleines Erlebnis aus dem Jahr 1985. Das ist schon lange her. Eine Gruppe von jungen Erwachsenen aus demals an der Christvakanz mit ihrem Jugendaumonier auf ein spirituelles Weekend an das Ausland gefahren. 3 Tage an der Stille, Essen, Freizeit, nicht schwätzen,
Für mich als Jungfrau war es meine erste Retretenerfahrung. Auf der Platz gouf die Gruppe von einem Jesuitenpater begleitet. Was der gute Pater Roger Guillot, den ich nur nach mittags begegnet habe, demals gesagt hat, weiß ich heute nicht mehr. Mir etwas als ganz blieben. Gefühl, frohen, lebensfrohen, Zukunftsängsten sind an der Stille abgekommen. Und ich habe gespürt, ich muss etwas ändern, Akzente setzen. Mir ist schon gefährt. Ich hatte Angst vor dem Herrgott, für seine Aufforderungen. Ich habe gemeint, er gibt mir verbieten, all Schönes am Leben zu gesehen. Er gibt mich an eine Welt ranholen, die gro, allen, nicht farbig wird. Angst, zu kurz zu kommen. Und das große Glück vom Leben, vielleicht zu verpassen. Das war damals drin. Und ich Bauchgefühl war damit verbunden, dass mich allmählich, wenn ich aufgestanden bin, nicht losgelöst hat. Nicht mehr los, aber bis heute, und ich verstanden, dass der Herrgott kein Spiel von dir war. Hier ist der Gott vom Leben, von der Friede, und er gönnt uns von Herzen, dass wir froh sind, dass wir das Leben mit Friede können umgehen. Und hat meine Fährten auf Vertrauen verwandelt, an mein Zicken an ein gesund Fürsicht, meine Sehnsucht an ein tief Lebensfried, die mich bis heute motiviert, an einer Kirche zu bleiben, wo vieles brennt oder schon verbrannt ist. Mir hier verlässt sie nicht. Am Bibeltext von heute aus dem Lukas-Evangelium gibt auch eine Entscheidungsfrohe Gestalt und Maria. Wir gehen an den Prozess rangeholt, an den Discernement, das Wort zu hören, am Kader von der Synod. Und nicht jeder weiß immer, was damit gemeint ist. Komm, wir gucken mal, was hier geschieht. Maria, am jüdischen Miriam genannt, als zwischen 13 und 16 Jahre alt, den Historiker noch. Hat lebt zu Nazareth, an einer ganz kleinen Welt. Ich klein Dorf an de Berge von Israel, sozusagen Ende von der Welt. Das Leben hat sich schon am kleinen Alltag aufgespielt. Am Haus, mit Wassersichen, rund ums Haus, einfach daheim sind. Und da kriegt die Jungfrau unerwarteten Besuch. Den Engel, den meldet sich nicht schon wochenlang für drunter wie bei einem Programm. Nein, ihr könnt einfach unangemeldet an den Alltag von der Frau. An andere wieder, Maria hat ein spirituelles Erlebnis. Das ist etwas Delikates, etwas, was die nicht kaputt tröppeln, etwas, was von Gott kommt. Der griechische Übersetzung nur begrüßt den Engel Maria mit folgenden Wörtern: Kaire ke karitomene. Sei gegrüßt, du Begnadete. Kein banal Uriet. Das ist auch kein gewöhnliches Shalom.
De Groß erinnert und Geschicht vom Volk Israel mit Gott Jahwe. Schwätzt vom alle Bund, den Herrgott nun babylonischen Exil mam klenge Recht vom Volk Israel ergeht. Eng Allianz, an der die Menschen alle Gur sollen ragehol gehen, vom Reichsten bis zum Kleinsten, zu dem Ärmsten. E Bund, den der Prophet Zephania so ukennigt. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke, Tochter Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass die Hände nicht sinken. An diese Groß riecht sich lo und die Jung Maria. Kein Wunder, dat Frau ze Summe führt. Als gläubig Jüdin weiß sie direkt den Zusammenhang. Und sie spürt etwas Großes, etwas Herrliches, was am Gangen ist, zu geschehen. Unverdient steht sie am Zentrum vom großen Heilsplan. Und den Engel fährt Firun. Fährt nicht, Maria, weil du hast Gnut beim Herrgott fand. Guck, du kannst an einer Umständen a Krise jung, denst du Jesus nennst. Mit allem hat sie gerechnet. Wie nicht mit einer Schwangerschaft, wie Mariage. Aber sie sollte Mam vom Jesus gehen. Mam vom Herrgott singem Jung, der Messias. Was für eine geckige Idee. Maria war doch eine Frau, die mit 2 Füßen Boden stung. Und sie war schon auf festen Händen mit ihrem guten Josef. Und nun wollte der Herrgott etwas ganz anderes von ihr. Gott selber will ihr das Leben an Ausspruch holen. Und noch, was sie sich an der Dave angesprochen spielt, weiß sie die Konsequenzen von dem, was den Engel sieht. Stängigung, aus dem Dorf gedriven, tot gemacht. Und Angst lähmt sie. Gerade heute sind wir an der Mitte von der Verkündigung, Terz vom Discernement, an du eine Entscheidung geholt. Aus seinem Buch Wage zu träumen, mit Zuversicht aus der Krise, sieht der Papst Franziskus, dass die Angst schon in Zeichen vom Heiligen Geist ist. Gott schwätzt durch uns Ängsten. Allerdings zu sie viel alle Gesichter. Aber wir sehen nicht mehr Seelen, etwas Positives heran. Ach, schon gut nicht ein Wink vom Herrgott. Wer von uns kennt sie nicht? Die Angst vor dem, was das Leben nach alles bringen wird. Die ungewisse Zukunft, gerade nur der Pandemie, womit Zusammenhänge ernst verstanden haben. Die Welt zusammenhängt. Die Angst auch vor einer Diagnose an der Krankheit. Die Angst, alt zu gehen. Und nicht mehr können Matze halten. Die Angst vor neue Stürme, Überschwemmungen und Buschbrände. Die Angst Ende vom Mond, dann noch nicht bei ihnen zu kriegen und Demut zu rutschen. Ein Faillitt zu erleben. Und dann die große Angst, dass ich enke sterben, nicht mehr tot zu sein. Psychologen halten nicht ob, uns zu sagen, wie wichtig dass das singen Ängsten an Gesicht zu gucken und sie zu benennen, weil sie uns so verunsichern. Der Raphael Bonelli, ein bekannter Psychiater, betont in seinem Buch Bauchgefühle, dass gerade nur der Corona-Pandemie
an der Angstkommunikation durch die Medien Depressionen an Angststörungen 25% zugeholt haben. Und gerade viele junge Leute haben von betroffen sind. Ängsten, die krank machen, Ängsten, die an Depression führen. Gerade dann braucht der Mensch Sicherheit und Trost. Und du sind mir alle gut als Seelsorgerinnen und Seelsorger gefroht, weil wir sind für den anderen ein Stück responsabel als Christen. Fährt nicht, das ist der Punkt, wo Maria den Engeln nur der Sicherheit fragt. Sie will verstehen, wie soll das gehen, weil ich ja nach mit keinem Mann zusammengekommen bin. Maria weiß ganz gut, dass dem jüdischen Gesetz nur hier Maternität sie an Lebensgefahr bringt. Was ihr zugemutet wird, ist ungeheuerlich. Aber den Engel rassuriert sie. Den Heilige Geist kennt ob dich Ruf und Kraft vom Allerhöchsten geheilt sei schiert ob dich. Du winst das auch den ob die Welt kennt hellisch und jung vom Herrgott genannt. Weil für den Herrgott das nicht unmöglich. Maria weiß ganz gut, dass hinter ihrem Rick getuschelt wird, dass Schimmer Gelächter hier nicht der Spur bleiben. An aber lauscht sie ob dem Engel sehr Versprechen. Er liest sich einfach ob das Neid an. Sie refusiert Schwangerschaft nicht, sie hält sie un. Aber sie sieht, es soll geschehen, wie du es gesagt hast. Mir soll geschehen, was Gott will. Ich will gut, die Verkündigung als der große Schlüsseltext für gläubige Menschen. Der Glaube kann ihn nicht einfach machen oder sich bei anderen holen. Wir können auch nicht einem anderen den Glauben abpflanzen oder ihn gewalttätig nachschlagen. Glauben ist ein ganz kleiner Weg, ein bescheidener Weg. Der Martin Schleske, ein interessanten Autor, ich gebe später ja mal googeln zu gehen. Er ist nämlich Theolog und er ist Geierbauer. Natürlich hat das mich interessiert. Ein Theolog, der Geierbauer ist. Er hat Bücher geschrieben, der Klang, die Herztöne. Und er sieht heute über Spiritualität. Fürchte dich nicht davor, Gott näher, inniger an dich heranzulassen. Nie wird etwas anderes geschehen, als dass sich verwirklicht, was du durch Gott bist. Von so einer Erfahrung ist Maria wohl das schönste Beispiel. Aus der Todesangst und Fried gefeiert. Aus ihrer kleiner, enker Welt und Freiheit. Durch ihr klingt Jowurt geht die Großtier von der Menschwerdung ab. Fährt nicht. Diesen Abruf riecht sich nicht nimmen u sie. Me und ganz Kirch. Fährt nicht. Ein Kirch, die sich gerade lo so dacks an den Eck gedrückt spielt. Ein Kirch, die am Gangen aus den Trott mit der Welt zu verlieren. Ein Kirch, die hier Sicherheiten an den letzten Jahren ein Stück Geholkrut.
Ein Kirch, die dacks mehr mit sich selber beschäftigt ist, wie mit dem Evangelium. Und ein Kirch, die schwer hat, den eigenen Message zu glauben und auf das Gebet zu vertrauen. Das Kirch muss ja das Ja-Wort erneuern. Dringend. Nicht nur als Einzelner, mit zusammen. Dafür kommen wir an die Oktav. Und Maria, sie ist vorgegangen. Sie hat dem Herrgott mehr getraut für ihre Angst. Und dafür konnte sie ein grosses Projekt erbannen. Auf für Ja zu sagen, braucht sie alltag dem Herrgott sein Atem, sein heiliger Geist, der Geist, den sie feiert, an den sie schützt, wenn andere hier wehtun. Sie weiß, ich bin am Herrgott seiner Hand. Das Leben Pilgerinnen und Pilger gilt für uns persönlich, spirituell Leben, als Glaubensgemeinschaften, als Kirche an Zeiten von Umbruch. Froh mir dafür, Gottes Mam, mir hilft, findet an unseren Ängsten sitzen zu bleiben, mir couragiert, ein kleiner Schritt am Vertrauen nur vier zu gehen. Josuen heißt dann, Josuen zu dem, was ist, und zu dem, was mir noch nicht gesehen. Amen.
Herrgott, du hast Maria aus der Angst ob de Weh vom Vertrauen gerufen. Ob ihr mächtig Vierspruch kommen mir bei dich, mit all eisen Ängsten ersuchen. Viel Leid, besonders auch Junker, gucken mit gemischte Gefühle an Zukunft. Herrgott, mach uns sensibel für die Existenzängste von anderen, erweis uns wer, wie wir zusammen und engem Netz von konkreter Solidarität knüpfen können. Herrgott, heia uns. Herrgott, heia uns. Pour toutes les femmes en attente d'un enfant, que tu les protèges au moment de leur grossesse, en attente de la vie nouvelle. Herrgott, heia uns. Herrgott, heia uns. Viele Menschen können nicht mehr leben, als sie weit weg vom Oktav geschehen. Dat mir uns am Gebet Martine verbunden wissen. Herrgott, heia uns. Herrgott, heia uns. Für die jungen Leute, die sich froh nur ihrer Berufung an ihrer Zukunft stellen. Los sie ob d Vierspruch von Maria Klarheit kriegen. Herrgott, heia uns. Herrgott, heia uns. An einem Moment von Stille beten wir zusammen für den Frieden an der Welt, besonders an der Ukraine, am Sudan, erbringen noch Dulayes von allen Oktavpilger für runden Altor. Herrgott, heia uns. Herrgott, heia uns. Père, dans ton amour, tu nous offres la joie de croire sans t'avoir vu. Fortifie-nous dans la relation à ton Fils ressuscité pour agir en témoin fidèle. Toi, le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Regina Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus Fere, Alleluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tantum
sacramentum inseamentem. Alleluia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam redequeste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Am Kader von der Mutter Gottes Oktav haben wir die pontifikale Andacht überdrohen aus der Kathedrale von Lützeburg. Ihr könnt die Andacht denken lauschen, heute Abend um 18 Uhr oder auch um 23 Uhr jeweils Dock. Und noch immer das Mikro zurück an das Studio.